Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, leid. Es gibt mal wieder was zu berichten. Ausnahmsweise. Die komplette Stream-Zusammenfassung von gestern gebe ich mir nicht. Auch wenn es bei Fort Blue nur irgendwie zwischen 7 und 8 Minuten sind. In letzter Zeit ist also keine Ahnung, ich finde es einfach nicht spannend. Er und der Prinz machen hier so ein, hobeln sich um die Wette im Schritt. Dann wird als gedankliche Stütze zwischendurch mal Birella vors innere Kopfkino geholt. Ansonsten wird Scheiße gelabert. Ich glaube, das Einzige, was noch halbwegs irgendwie relevant gewesen wäre, ist, dass sie der gute Prinz dem Plotti gedroht hat. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich irgendwelche Bilder von dem seiner Familie hat, aber wenn ich finde, dass wenn es Hater machen bei irgendwelchen Leuten unter aller Sau und widerlich vom allerabstoßendsten. Und genauso bei ihm, wenn man irgendwie ein persönliches Problem mit irgendjemandem im Internet hat, dann so Sätze zu droppen wie eine hübsche Tochter hast du, die wäre auch was für mich. Da schwillt man ein bisschen der Kamm. Also das ist ein widerliches Abschaumverhalten, meiner Meinung nach, das seinesgleichen sucht. Und dafür gibt es auch überhaupt keine Entschuldigung. Ganz ehrlich, der Plotti hätte sonst was zu dem sagen können. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Und wir sehen immer mehr, warum der gute Prinz und der gute Lord sich so gut verstehen. Weil die sind zwei Seiten derselben Medaille, die sind dieselben, die haben dasselbe Mindset. Ich. Und um meinen Stiefel durchzuziehen, sind mir alle anderen, das Rechtssystem, jegliche Moral, oh, jetzt kriege ich wieder einen auf die Fresse, der Moralapostel, bla bla bla, ne? Sind mir scheißegal, nach mir die Sintflut, fickt euch alle. Und das ist ein Grund, warum ich den Dicken so hasse. Und der Prinz ist genau derselbe Charakter. So, das muss mal loswerden. Gut, Thema. Im Übrigen, hockt euch hier Sammermeere, reißt euch Häube auf. Es wird ein kurzes Video, wie gesagt, ich reagiere halt auf nichts. Außer auf die Tatsache, wir wissen ja, der Rainer hat jetzt die letzten Monate, eigentlich seit Anfang des Jahres, seine Trolleys da belabert, er braucht so dringend Geld für seine MPU. Wenn man ihn darauf anspricht, dann reagiert er gereizt. Privatsache etc., aber Geld dafür will er trotzdem. Er benutzt immer wieder als Battlegrund, um Barrenne zu erbetteln. Und was er jetzt getan hat, mal wieder, es ist jetzt schon das zweite in diesem Jahr, hat sich ein neues Tattoo stechen lassen. Da. Eine Triforce-Bild auf der Handrücken. Ne? Und klar, ich meine, es ist die prädestinierte Stelle, sich ein Triforce stechen zu lassen. Und wenn man wirklich so die-hard Zelda-Fan ist, wie er vorgibt zu sein, dann glaube ich das, dass man da Bock drauf hat. Allerdings nicht, wenn man angeblich knochenblank ist. Wenn man seit Monaten den Leuten vorholt, ich brauche so viel Geld, es schaut so schlecht aus bei mir finanziell, ich muss dauernd auf der Straße schlafen. Und dann kommt man um die Ecke und lässt sich am laufenden Band tätowieren. Wie gesagt, ich habe selber Tattoos. Ich
Bin der Meinung, mehr Leute sollten Tattoos haben. Ich finde Tattoos eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Allerdings, ich habe es schon mal gesagt, ein Tattoo ist ein Luxusgut. Hätte ich unbegrenzte finanzielle Mittel, wäre ich deutlich tätowierter, als ich jetzt bin. Allerdings muss man sagen, Tattoos sind sehr, sehr teuer. Und leider Gottes nicht nur die von guten Leuten. Also die du beim guten Tätowierer stechen lässt, sind zu Recht teuer, aber wer auch immer das da auf seinen Handrücken gepfuscht hat, hat sich ja auch die ein oder andere Mark dafür verlangt. Und das ist etwas, was ich mir leisten können muss. Das ist was, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt diesen Monat, der Monat ist rum und von dem Geld ist erstaunlich viel über. Ich habe erstaunlich viel Kohle über und das weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Drauf auf die Haut. Für sowas. Oder wenn man gesagt hat, hey, ich will dieses oder jenes Tattoo unbedingt haben und deswegen habe ich die letzten 3 Jahre Kohlen auf die Seite gelegt, um mir irgendein riesengroßes Tattoo stechen zu lassen. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn man angeblich knochenblank ist und den ganzen Tag hier sagt, hier Zwiebelleder, ich habe gar nichts mehr, die böse Hater sind dran schuld, ich muss jetzt dann bald wieder auf der Straße, und dann kommt man um die Ecke und lässt sie am laufenden Band Tattoo stechen, dann das beißt sich ein wenig, hat der Herr Müller sagen. Ne? Und dann, keine Ahnung, so offensiv in die Kamera halten. Oh, das ist jetzt Alter wieder dieses, oh, jetzt haben sie es gesehen. Oh nein, das wollte ja gar nicht. Rainer, halt dein Maul. Rainer, halt einfach das Maul. Es ist einfach lächerlich as fuck. Das hat er ja beim anderen auch gemacht. Und das macht er stellenweise bei dem anderen Tattoo immer nur so, dass er sie so gespielt durch die Haare fährt, damit man das dann zufällig in der Kamera sieht, um damit zu flexen. Ganz ehrlich, wenn dir dein Tattoo gefällt, auch wenn es grottenscheiße gestochen ist von irgendeinem Pusher, schön und gut. Du kannst auch damit flexen, aber dann tu nicht so, als würdest du nicht damit flexen. Also damit flexen ist ja schon lächerlich genug, aber damit zu flexen und so zu tun, als würde man nicht damit flexen, ist die Krönung der Lächerlichkeit. Das ist dieses, oh, hier, schaut es euch bitte nicht an, oh, es ist so geil, oh, aber bitte schaut es euch nicht an, ich will es ja gar nicht so herzeigen. Rainer, halt dein Maul. Ja. Fest steht, alle Zahlschweinchen, die ihm in letzter Zeit die Barren hinausgeschmissen haben, sollten sich ja mal überlegen, der gute Herr Winkler ihnen erzählt hat, ich brauche das für die MPU, ich brauche das für einen Urlaub in hier und da und dort, ich brauche das, weil ich sonst auf der Straße schlafen muss oder im Wald. By the way, seine Survival-Geschichten auch vollkommen utopisch, also der seinen Dosenfraß in der innenbeschichteten Dose direkt auf dem Campingkocher macht und die Scheiße danach noch frisst. Postmahlzeit. Da kannst du genauso gut irgendwie auf einem Burnout, auf einer Burnout-Veranstaltung am Asphalt nuckeln. Das schmeckt genauso. So. Also die ganze Scheiße, was er gesagt hat, wofür er das Geld dringend braucht. Ne? Damit er wieder sein Leben leben kann, einen Führerschein, damit er wieder besseren Content etc. machen kann, etc. Wir haben es alle gewusst, aber es war alles gelogen, war alles heiße Luft. Er braucht Geld zum Verprassen. Er braucht Geld zum Verprassen und er braucht das, ich stelle hier mal ganz steile These auf, weil tief in sich drinnen weiß sogar Rainer, dass er absolut gar nichts ist. Dass er nichts ist. Dass sein Leben im Arsch ist und höchstwahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird. Dass er seine besten Jahre damit verschwendet hat, einen Kampf zu kämpfen, den er sich selber ausgesucht hat, gegen Windmühlen. Ne?
und jetzt in einem körperlich so desolaten Zustand ist, dass er damit rechnen muss, in den nächsten 10 Jahren die Haxen hochzureißen, ohne jemals irgendwie Dinge erfahren zu haben, die jeder normale Mensch normal bis dahin erfahren hat. Ja? Eine Beziehung haben, ein erfülltes Leben, einen anständigen Job, ne? Funktionierende Familie, Leute, die ihn gern haben. All diese Dinge hat er nie gehabt. Und das wird ihm bewusst. Und das lässt dann aber der Narzisst in ihm nicht zu. Und deswegen muss dieses Gefühl mit stumpfem Konsum unterdrückt werden. Und jeder von euch weiß, wie es ist. Jeder hat sich da irgendwann mal schon mal was, wenn es einem richtig scheiße gegangen ist, gekauft, wo man sich gedacht hat, das ist eine sauunnütze Ausgabe und eigentlich sollte man das Geld lieber auf Seiten legen. Aber mir geht es jetzt gerade scheiße und wenn ich mir das kaufe, dann geht es mir danach ein bisschen besser. Das ist ganz natürlich. Das Problem ist, wenn das deine einzige Variante der Frustbewältigung ist, dann kann das ganz schön teuer werden. Und wenn du Internetbettler bist, dann lebst du relativ schnell einmal massiv über deine Verhältnisse mit der Scheiße. Aber Gott sei Dank gibt es genügend gehirnamputierte Vollidioten, die einem trotzdem noch mit beide Händen die Barne in den fetten Arsch stopfen, damit man sich dann, nachdem man monatelang rumgebettelt hat, wie schlecht es einem geht und dass man keine Barne mehr hat, sich Scheiß-Tattoos auf den Handrücken stechen lässt. So. Und jetzt zum Thema. Im Übrigen, ich habe jetzt einfach hier das Bild von dem Ford Blue Video, ich werde es nochmal verlinken, genommen und auf Pause gemacht. Jetzt nochmal zu dem anderen Thema der Symbolik. Irgendjemandem ist sehr, sehr, sehr schnell aufgefallen, dass da angeblich ein pädophilen Erkennungssymbol in diesem Triforce drin versteckt sein soll. Leute, ich call da massiv Bullshit. Und jetzt hört's mir erst einmal zu. Punkt Nummer uno. Ja. Wir schauen uns das hier nochmal an, weil ich habe einfach Zelda Triforce bei Google eingegeben, bin auf Bilder gegangen und bin nicht weit runter, dann sind wir hier bei Redbubble gelandet. Das ist so eine Internetplattform, wo Leute ihre Kunst hochladen können und wenn sich das dann jemand irgendwo aufs T-Shirt drucken lässt oder sonst irgendwas, dann kriegen die ein paar Barren dafür. So. Das ist offensichtlich die Vorlage für reines Tattoo gewesen. Es sieht original genau so aus, nur dass es halt in schwarz-weiß ist und nicht in bunt. Und dass es künstlerisch halbwegs nach was ausschaut und nicht so. Ne? Hätte er sich das komplett in diesen Farben tätowieren lassen von jemandem, der das tatsächlich kann, hätte es vielleicht auch nach halbwegs was ausgeschaut. So schaut das aus. Es hätte irgendein Vorschüler ihm das mit dem Kugelschreiber oder mit dem Stabilo-Stift auf den Handrücken gekritzelt. So. Und jetzt geht es um dieses, ihr seht meinen Cursor nicht, aber dieses Symbol, ich weiß nicht, was das für ein Viech da ist, in dem mittleren Dreieck. Die Beine von dem Vieh sind dargestellt durch so ein komisches, in sich verschlungenes Dreieck. Ja? Und es hat nicht lange gedauert, dass da Leute gesagt haben, haha, das ist ein gängiges Pädophilen-Symbol. Punkt Nummer 1. Ich habe diese Art Symbolik schon 1000-mal gesehen auf irgendwelchen esoterischen Geschichten. Wenn du auf irgendwelche Festivals bist oder sowas und die haben dann Schmuckplugs, oft Ohrplugs sind mit dem Ding ganz oft unterwegs. Irgendwelche Ketten, Anhänger, sonst irgendwas. Das scheint auch irgendein esoterisches Gedöns zu sein. Fragt's mir bitte nicht genau, ich bin in dieser Materie absolut nicht drin, aber ich habe dieses Symbol auf diversen Schmuckarten schon 1000-mal gesehen. Ja. Jetzt mag es tatsächlich sein, da habe ich kein IQ drin, angeblich in irgendeinem Ding vom FBI von 2000 anno dazu mal, dass
irgendwelche pädophilen Kreise das als ihr Erkennungssymbol genommen haben. Das mag sein. Ich bin bei solchen Aussagen immer vorsichtig. Wenn da irgendwie in der Zeitung oder bei irgendwelchen Berichten oder im Fernsehen oder sowas heißt, diese Gruppe benutzt dieses und jenes Symbol als ihr Erkennungszeichen, ist ganz oft auch mal Bullshit drin. Ja, dann mag das sein, dass das vielleicht irgendwelche 2, 3 Hanseln irgendwann mal in der finsteren Vergangenheit gemacht haben, aber dass das eigentlich international gar nicht so ist. Sollte es tatsächlich so sein, dass es international so ist, weil mit Pädophilen kenne ich mir genauso wenig aus wie mit Esoterik, sogar noch weniger. Dann hätte ich gern mal mit dem Typen gesprochen, der innerhalb kürzester Zeit auf dieses Tattoo geschaut hat und gesagt hat, hey Moment, das ist ja Pädophilen-Symbol. Weil der ist nämlich entweder irgendwo bei der Kriminalpolizei, der versucht irgendwelche pädophilen Ringe auszuheben. Ja, oder man muss ja mal ernstes Wörtchen mit dem reden. Also, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der Typ, der dieses Bild ursprünglich da auf Redbubble hochgeladen hat, ich glaube auch nicht, dass derjenige das mit dieser Intention getan hat. Ich nehme an, dass das einfach so ein bisschen künstlerische Verspieltheit ist. Dass man sagt, hier Triforce, Dreieck ist das Thema. Ich versuche da jetzt so viele Dreiecke wie möglich reinzumachen, verschnörkel das an den Ecken ein bisschen. Weil ich persönlich finde, das schaut schön aus und dieses Zeichen da in der Mitte, da kann man dann Beine draus machen. Ne? Und ich weiß auch nicht, welche Neigungen Rainer genau hat. Es gibt Anzeichen für gewisse Dinge. Beweisen kann man es nicht. Es gibt Anzeichen, gewisse Aussagen, die er in gewissen Discord-Leaks getätigt hat. Ihr kennt es euch aus, ihr habt das alle gehört. Gewisse Stories, die er geschrieben hat, auch das. Gewisse Fantasien, die er so hat. Also geäußert hat in Wort- und Schriftform. Ja. Aber nachzuweisen ist ihm da erstmal nichts. Und vor allem, sogar wenn es so wäre, dass er diese Neigungen hätte. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich halte Rainer für einen der dümmsten Menschen, die aktuell im Internet rumlaufen. Ist meine persönliche Einschätzung. Von den Leuten, die man im Internet kennt, gehört er definitiv zur Creme de la Creme der Vollidioten. Aber für so blöd halt nicht mal ich ihn, dass er, wenn er diese Neigungen hat, sich extra ein Tattoo stechen lässt. Er, der am meist beobachtetste Influencer Deutschlands, auf den alle mit Adlersaugen schauen und darauf warten, dass er irgendeine Scheiße baut, um ihm daraus einen Strick zu drehen. Ja, glaubt ihr wirklich, also so blöd kann doch nicht einmal ein Rainer Winkler sein, dass er sich dann denkt, ja, dann lass ihn mir doch gleich einmal ein pädophilen Symbol auf den Handrücken tätowieren. Ja, weil das checken die Quiz nicht. Also, Leute, jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Rainer hat sehr, sehr viele nachweisbar widerliche Dinge getan und gesagt. Und dafür kann man ihn kritisieren, wie man lustig ist. Dass er sich jetzt hier aus dem Internet nach 10 Sekunden Google-Suche das erstbeste Symbol rausgesucht hat und zu irgendeinem Pusher gegangen ist und gesagt hat, ich hätte das gern da auf dem Handrücken, sagt überhaupt nichts aus. Es sagt gar nichts aus. Ja, und dass die Leute sich da so draufstürzen wie die Geier, ist auch wieder ein deutliches Anzeichen dafür, wir sollten das Game vielleicht auch langsam sterben lassen. Es kommt nichts Interessantes mehr.
es wird von jetzt an bis in alle Ewigkeit, beziehungsweise bis der Dicke die Haxen hochreißt, Folgendes passieren. Jetzt hat klar, hier heute machen wir Gaming-Streamen, ne? Und abends machen wir TikTok-Matchen. Ne? Ja, ja, hier, ich muss die warnen, ich hab Hater, die kommen jetzt gleich und schreiben Zeug bei dir rein, ist alles gelogen, etc. bla bla bla. Wollen wir matchen? Ja, bla 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 blum. Am nächsten Tag, ja, der will jetzt auch nicht mehr mit mir matchen, wegen die Hater, dann matcht er wieder mit dem nächsten Vollidioten. Und das wird passieren, solange bis der ins Gras beißt. Und wenn sie ihm diesen aktuellen TikTok-Account wegmetteln, dann macht er sich einen neuen und dann geht die Scheiße von vorne los. Ja, dann werden die Sidekicks werden sie zwischenzeitlich einmal ändern. Ja, jetzt ist es der Prinz und die Birella. Früher oder später kriegen die so massiv irgendwo ihr Fett weg, weil irgendeiner komplett ausrastet, dass die sich dann denken, okay, lass uns lieber bleiben, oder sie haben genügend Reichweite gefarmt, oder sie sagen irgendwas oder tun irgendwas, was dem hochheiligen Lord gegen den Strich geht und sind deswegen dann zu Hatern deklariert und werden ihres Weges geschickt. Und dann kommen die nächsten Dullis. Weil es stehen jeden Tag Millionen von Vollidioten auf. Allein in diesem Land. Und die haben alle TikTok. Und die werden alle früher oder später bei ihm in diesen Stream reingespült und der kann das noch jahrelang so weitermachen. Es wird nichts Interessantes mehr passieren. Ja? Er bettelt um Barne, er kriegt Barne, er verschleudert Barne, dann bettelt er wieder um Barne. Wie gesagt, die Side-Charaktere, die werden wechseln. Er wird immer fetter werden und in ein paar Jahren reißt er die Haxen hoch. Wenn er dann noch welche hat. Punkt. Und dass man sich dann auf so eine Scheiße stürzt und sagt, hey, ja, haha, wir haben es immer gewusst. Ach, kommt's, Leute. Ach, kommt's, Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Man kann sich doch viel besser darüber aufregen, dass dieses dumme Gesicht, dieses saudumme Gesicht, es schafft, den Leuten die Barne aus den Rippen zu leiern, mit den immer gleichen Lügengeschichten, und auf der Haut offensichtlich den Beweis dafür trägt, dass es gelogen ist, was er gesagt hat, wofür er das Geld braucht. Da kann man sich doch prima drüber aufregen. Es ist nichts Neues. Aber so what? Es wird nichts Neues mehr passieren. Wo soll er denn noch hin? Wenn der Mann nicht irgendwie im Lotto gewinnt und am Morgen irgendwie ein paar Millionen hat, dann wird das nicht mehr interessanter in dem Spiel. Wird's nicht mehr. Und selbst dann brennt er das in 1-2 Jahren beim Fenstern aus und dann sitzt er wieder da. Ich bin in einer sehr schwierigen Situation, Tatla. Bitte spenden. Das ist mit einer der Gründe, warum ich in letzter Zeit so wenig gemacht habe. Es passiert doch nichts. Es ist doch immer dasselbe Brei. Ich sag, dieses Tattoo hat mich jetzt dazu bewogen, ja, da ein bisschen zu schwafeln. Ich schwafel jetzt schon wieder seit 25 Minuten fast, aber dann passiert wieder Ewigkeiten erst einmal gar nichts. Und es wird offensichtlich nicht funktionieren, diesen Mann aus dem Internet zu operieren, weil es immer wieder Leute gibt, die auf Krampf versuchen wollen, dieses Game am Leben zu halten. Und auch nicht vor Dingen zurückschrecken, wie zum Beispiel ihm Geld zu spenden in nicht unbeträchtlichen Mengen, nur damit das Game weitergeht. Und denen wünsche ich ganz fürchterlich eiternde Krankheiten im Intimbereich. So. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Rest Sonntag. Und Metal off.